und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Weltenspiel. Und zwar geht es heute um einen Tournament Report, und zwar das allererste GT, also 5 Runden. Etwa 43 Spieler waren es in Lausanne unten, also ist es so. Und ja, es ist mein allererstes GT. Noch nie habe ich 2 Tage Warhammer gespielt für ein Turnier und auch noch nie mit so vielen Spielern und auch 5 Runden am Stück nicht. Ja, was ich dabei hatte, wie das ganze Turnier gelaufen bin und ein paar Gedanken nachher, werdet ihr jetzt in dem Turnier-Report sehen. Ja, da vor mir haben wir meine 2000 Punkte zur Roritas-Liste, die ich gespielt habe. Jetzt im Nachhinein, oder ja, das habe ich ja schon vorher eigentlich fast gewusst, ich würde sie nicht ganz so nochmal spielen, weil viele Sachen haben mir nicht gefallen und ich habe auch recht wenig Zeit für die Liste investiert, weil ich vorher einfach sonst noch recht viel zu tun hatte und einfach die Zeit nicht ins 40k investieren und für anderes Zeug gebraucht habe. Aber ja, das ist dann schlussendlich dabei rausgekommen. Ich spiele Argent Shroud, Ice Battalion. Weil Rennen und Schiessen auf allem ist auch nice und den Free Reroll kann man immer brauchen. Genau, wie schon gesagt, die Liste kann man sicher noch um einiges mehr optimieren, was ich hier habe. Aber ja, ich habe sie auch momentan noch die meisten einfarbig gepainted. Wenn ihr darum denkt, wieso sind die goldig oder wieso jetzt hier so ein goldiger Flamer drin, dann liegt das daran, dass ich momentan ein bisschen das Color Scheme am Changen bin. Also es wird ein bisschen mehr so goldig werden und für ein paar andere habe ich auch noch etwas überlegt. Genau, aber jetzt genug zum Background von dem Ganzen. Starten wir doch einfach mal mit der Liste. Und zwar mit den Hackhus. Wir haben zum einen Celestin, einfach ein Muss in fast jeder Competitive-Liste. Und das gleiche ist auch mit der Morrowind Val. Weiter dabei haben wir einen Kanoness. Sie kann 6 Zoll heroische Intervention machen. Hat ein Warlord Trade, wo ihr Fight First gibt und eben die 6 Zoll heroische Intervention. Dann kann sie Fight Last mit dem Word of the Emperor verteilen und hat selber das Relic Blade. Dann kommen wir schon zum Troop Slot. Dort haben wir 5 Battle Systems mit einem Heavy Flamer drin. Dann haben wir nochmal 5 Battle Systems mit einem Heavy Flamer. Und dann schlussendlich haben wir noch 5 normale Sisters mit einer Melta und einer Melta Inferno Pistol auf dem Sarge. Ja, das klingt sehr speziell, aber ich werde dann am Schluss des Turniers noch etwas dazu sagen. Dann kommen wir zum Elite-Slot, wo wir zum einen 7 Repentures haben mit einer Repenture Superior, 5 Sacrosanths mit dem Speer, 5 Sacrosanths mit dem Speer und ein Dogmata. Sie hat noch das Relic bekommen für den zweiten Prayer, was sie kennt. Dort nehme ich vor allem die Prayer, dass Bolters besser werden. Das heisst, 6 plus zum Verbunden sind 6 plus zum Treffen sind automatische Verwundungen und in halber Reichweite haben sie einen Durchschlag mehr. Dann weiter im Elite-Slot haben wir noch 2 Crusaders. Dann kommen wir zum Fast Attack-Slot. Dort haben wir zum einen 5 Seraphims mit 2 Inferno Pistols. Dann 5 Dominions mit Stormbolter, wie man sie kennt. Einfach ein Trupp. Und dann da hinten noch 7 Sephiroms mit Banner und einem Relic, dass sie 2 verschiedene Sacred Rites kennen. Und dann zu guter Letzt, das, was eigentlich im Argent Shroud Battalion das Wichtigste ist, Retributors. Dort haben wir 3 Multimeltas, eine ist schwere Flammenwerfer mit 2 Cherubs, dann ist genau das gleiche nochmal und dann noch ein Retributor drum mit 4 schweren Bolter und 2 Cherubs. Und das Ganze, damit es nicht sofort stirbt, hockt im einen Rhino oder im anderen Rhino. Ja, das ist meine Liste. 2000 Punkte für mein erstes GT. Wie das Ganze rausgekommen ist, wie die 5 Runden gelaufen sind, werdet ihr jetzt sehen. So, wir sind jetzt in Chasseau angekommen und wir haben gerade deployed. Das erste Spiel ist gegen Tyranniden. Ja, sie haben sehr viel Out-of-Line-of-Sight-Shooting. Das ist alles da hinten. Und ich habe auf der anderen Seite so versucht, ein bisschen zu deployen, ja, halt wie es geht. Hackers eigentlich versucht, auch außerhalb von dem Shooting aufzustellen, was sehr schwierig ist. Ja, mal schauen, wie das rauskommt. Es ist sehr viel Shooting. So, wir sind am Ende vom ersten Spiel angekommen. Und ja, die Sister leben noch. Die Sacrosanths da hinten, da noch ein paar Sisters. Die Morrowind in der Mitte und eigentlich der Hero von dem Spiel, Celestin, der so lange das ganze Spiel durchgetankt hat. Aber es war sehr knapp. Es geht aus
78-68. Genau, und somit sind wir am Ende von Spiel 1 und wir kommen dann gleich wieder nach Spiel 2 oder zurück zum Spiel 2. So, Quick Introduction, wir sind bei Spiel 2 angekommen und zwar gegen Boogeymans auf der Meta, und zwar Drukhari mit 5 Raiders, alle schön versteckt, gegen meine Sororitas, die sich so ein bisschen da hinten versteckt haben. Ja, mal schauen, wie es rauskommt. Ihr werdet es dann am Ende von Spiel 2 sehen. Viel Spaß! So, wir sind am Ende vom zweiten Spiel und damals ist es nicht so gut ausgegangen. Wir haben zwar hier noch ein bisschen Stuff, aber das ist halt alles gestorben. Das ist von mir, ja, es geht 50 Punkte für mich und 97 für Drukhari aus. Das ist alles, was man noch lebt. Ja, das war das Game und wir schauen dann weiter, wie es Turn 3 rauskommt. Ja, das dritte Spiel ist gestartet vom Tag 1 und zwar wieder mal gegen Drukhari, zweite Runde. Und zwar spielen wir über Diagonale, alles da hinten ein bisschen deployed. 6 Objective, Domination. Ja, es wird heavy werden, aber mal schauen, wie das dritte Spiel rauskommt. Ja, dann kommen wir nach dem Spiel wieder zurück. So sieht es am Ende aus von Tag 1. Ja, was wir wieder ein Loss für das System haben, zwar noch recht viele Units, zum Beispiel da oder dort hinten, aber ja, es hat nicht gelangt, Drukhari punktet einfach das Early Game durch viel mehr als Sisters und so geht es recht schlecht für mich aus. Es ist 42-94 schlussendlich und das ist das Ende eigentlich von Tag 1. Ja. Wir kommen dann eigentlich beim Spiel 4 am Tag 2 wieder zurück. So, wir sind am Tag 2 angekommen gegen 1000 Suns, so ein bisschen eher hier hinten deployed haben. Ja, es ist Scorched Earth und ich habe versucht, so ein bisschen in diesen 2 Blöcken zu deployen und ja, mal schauen, wie das Ganze rauskommt. Das ist das 4. Spiel am 2. und das erste Spiel am 2. Tag. Wir sehen uns dann nach dem Spiel wieder. So, mein Mikrofon ist leider died, hat keinen Akku mehr, darum hoffe ich, hört ihr mich trotzdem. Es ist Ende des Spiel 4 gegen 1000 Suns und ja, die Sisters haben sie überrannt, da ist alles safe und dort ist die letzte Flanke noch, wir haben Turn 3 aufgehört. Ja, es geht aus für 97-40 für mich. Und dann wartet eigentlich schon das finale Spiel auf mich. Let's see! So, wir sind am letzten Spiel vom Turnier angekommen. Jetzt noch gegen Orcs. Da haben wir ein bisschen alles gehabt, eigentlich fast. Wir haben hier einen Retributors, noch mehr Retributors, Seraphim, Celestine, ja halt der ganze Castle und dann noch so ein zweites kleineres Castle mit dem Dominion Rhino und dem Rest. Und dann wieder Orcs. Sehr viele Kommandos, die einfach da schon mal die ganzen Gebäude infestiert haben, so fast. Und dann hier in den Flüger kennen sie Koptas, Beastnagas. Ja, es sieht sehr cool aus, wie die Kommandos da hocken. Richtig nice. Noch ein bisschen mehr Koptas. Und so Squighook Boys. Ja, wie das Ganze rauskommt, werdet ihr dann am Schluss von Runde 5 sehen. So, wir sind am Ende des Turniers angekommen und wir sind auch am Ende, weil es ist 5 Spiele jetzt vorbei. Wir haben hier unten noch Morven Bubble mit der Celestine, die sich gegen die Orks behauptet hat, die sind eigentlich tot da. Und dann haben wir noch eine kleine Bubble mit der Canoness, die survived hat. Und noch ein paar Sephiroths. Es geht mega knapp aus, 11:9 für die Sisters. Ja, und wir kommen dann eigentlich bei der Nachbesprechung wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nachher. So, wir sind wieder daheim angekommen, back from the GT. Und ja, wie ihr gesehen habt, ich habe doch 3 Spiele schlussendlich gewonnen und 2 verloren, was eigentlich mein Ziel erreicht ist. Ich kann somit sicher 2 Wins rechnen und 3 wären nice. Ja, wie ihr gesehen habt, sind auch meine beiden Loss gegen Drukhari gewesen.
Und beide Drukhari-Spiele sind nachher irgendwie in einer Top-Position, sicher Top 5 noch rausgekommen. Also auch noch gute Spieler. Ja, und für das bin ich sehr zufrieden mit meinem ersten Try, mit meinem ersten Versuch. Es ist sehr cool gelaufen, es hat sehr viel Spass gemacht, auch von der Organisation, alles sehr gut und cool organisiert gewesen. Danke nochmal für das. Und ja, es war wirklich ein cooles Erlebnis gewesen, so einfach 5 Spiele mal Warhammer zu spielen, 2 Tage lang, auch so in das Ganze involviert sein. Und auch alle Gegner recht tolle Spiele gewesen, coole Gegner gewesen und lustige Spiele. Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen zu dem, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Ja, wir haben so die obvious Sachen, Celestine, Morven, Sacrosands, die einfach gut sind, Zephyrims, die reinkommen, 8 Zoll Charge mit Miracle Dice, ist auch einfach gut, und Retributors, ja, die kennt man auch. Dann Crusaders sind eigentlich auch immer recht gut, um so ein bisschen Punkte noch zu scoren, um ein bisschen Retrieve Octarius Data zu machen. Das kann man sich nicht beklagen. Dann die Heavy Bolter Retributors sind teilweise recht abgegangen und haben gute Damage gemacht. Manchmal sind es halt die Ersten, die geschossen haben, und darum auch die Ersten, die gestorben sind. Dann etwas, wo ich wirklich überrascht war, sind wie gut der Melta und die Melta-Pistole in einem 5er-Trupp sind. Die haben nicht nur einen Hive Tyrant gekillt, sondern auch einen Ork-Flüger, einen Venom und ich glaube sonst noch irgendwie so einen Raider oder irgendetwas noch. Es ist halt einfach, wenn etwas zu dir kommt und in 3 Zoll zu denen sind mit Argent Shroud und Reroll und so, es stirbt einfach. 2 Meltas sind teilweise genug, um irgendein Fahrzeug zu killen. Ja, und dann die Flamer sind auch recht nützlich gewesen, die Sister Troops, einfach noch ein Heavy Flamer drin, der so ein bisschen rumflammt. Das war cool gewesen. Ja, und sonst, das wäre meine Liste gewesen. Wir können es eben auch optimieren, zum Beispiel Repention mit Argent Shroud, ist jetzt nicht so das Wahre. Das gleiche auch mit Zephyr, wir können den Bloody Rose und so rein tun. Aber ja, eben, die Erfahrung war super gewesen, die Spiele waren mega toll gewesen. Und es hat einen Haufen Laune gemacht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch genauso gefallen wie mir. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Matchup ihr am liebsten gehabt hättet und welches ihr am wenigsten gerne gehabt hättet. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wird wieder ein Kill-Team-Video sein. Und dann gibt es, wie ich gehört habe, schon ein paar Turnierreporte, die nicht mal von meinen Turnierleistungen sind, sondern von jemandem anderem, den ich begleitet habe. Ja, dann sieht man sich und bis bald. Ciao!